Servus zusammen und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Test von einer GameStar Vollversion. Die Leute, die noch nie reingeschaut haben, wir auf unserem Kanal Freaky Co Players tun jeden Monat vom GameStar Heft eine Vollversion testen. Und wir sind jetzt im März und spielen Divinity 2. In dieser Ausgabe hat es leider nur eine Vollversion dabei gehabt, dafür glaube ich eine ziemlich vielversprechende. Es ist ein Rollenspiel, es geht um Drachen, wie wir da vielleicht auch gesehen haben, Titel. Viel mehr wollte ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin leider diesen Monat ein bisschen spät dran, weil ich habe die erste Aufnahme leider total versaut. Das ist nicht ganz so gegangen, wie ich wollte. Von also ein zweites Mal von vorne an. Können also den Anfang ein bisschen, werde das aber jetzt mit euch noch einmal durchgehen. Dass ihr auch sicher nicht verpasst. Und ja, starten wir das Ganze mal. So, also da haben wir da bei der Charaktererstellung. Leider gibt es nicht so viel zum Verändern. Das Geschlecht, da gibt es das Gesicht, Frisur und Stimme, also leider nicht so viel, aber immerhin etwas. Ausser ich habe das noch nicht ganz herausgefunden. Nein, das glaube ich schon noch das. Ja, was nehmen wir da? Ja. Das. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber was? Das. Spüre meinen Zorn. Was nehmen wir da für den Namen? Ich fühle mich gar nicht gut. Barbaris. Gut. Irgendetwas habe ich ausgelöst. Aber Ja. was? Dann mal an. Ja, gerne. Wir sind da, Leuchtenfeld. Der Ort, an dem unsere Lehrlinge richtige Drachentöter werden. Und heute wird diese Ehre euch zuteil. Wie lauten meine Anweisungen? Ganz einfach. Geht zu den Frauen und Männern, die hier leben und profitiert von ihrem Wissen. Das klingt vielleicht etwas vage, aber keine Sorge. In Leuchtenfeld erklärt sich alles von selbst. Kommt ihr nicht mit? Auch wenn ich gerne wieder in das Dorf zurückkehren würde, so ist es mir dennoch untersagt. Nur einmal im Leben darf ein Drachentöter es betreten. Als Lehrling. Schade. Es wäre sowieso unbedacht, euch zu begleiten. Diesen Teil des Weges muss jeder Drachentöter alleine beschreiten. Also dann, bis später. Viel Glück. Danke. Mal gerade so kurz zur Info, ich spiele das Game auf der Vollauflösung, also ich habe alles da oben bei der Grafik. Gerade so schnell. Also es sieht eigentlich noch recht gut aus. Mir gefällt es ziemlich von der Grafik her. Es sieht gar nicht so scheiße aus. Jetzt folgendes, das gefällt mir auch noch. Das ist eine ganz gute Idee, die sie hier haben. Es gibt 3 verschiedene Klassen. Zauberer, Distanz, also Fernkämpfer
oder Krieger, also mit Schwert und Schild. Was ich jetzt gut finde, was sie da gemacht haben, wir kann jetzt da als Lehrling ihre Klasse mal kurz anspielen, also man kann sich dann entscheiden, welchen Weg dass man dann gehen wird. Also man muss nicht schon bei der Charaktererstellung sich Gedanken darüber machen, als was dass man jetzt will, da kämpfen. Der Lehrling ist eingetroffen. Ich heiße euch in Leuchtenfeld herzlich willkommen. Danke für den Und ich Empfang. danke für eure Nachsicht. Die meisten Drachentöter lassen sich ungern einen Lehrling nennen. Aha. Wie unangemessen euch doch das Wort Lehrling erscheinen mag für jemanden, der seit dem zarten Alter von 10 Jahren zu einem Elitekrieger erzogen wird. Aber keine Sorge, ihr werdet den Titel des Drachentöters früh genug tragen. Was muss ich tun? Ich nehme an, Kommandantin Roda hat sich über eure Aufgabe ausgeschwiegen. Und auch ich kann nicht viel mehr erzählen. Es gibt nur eins hinzuzufügen. Morgana erwartet euch am Wasserfall. Findet sie und ihr werdet den Grund eures Aufenthalts erfahren. Gut, wunderschön. Euch auch. Ich mache, wenn ihr schon andere Let's Plays von mir geschaut habt, ich versuche die Konversation möglichst kurz zu halten, weil es ein letztes Test ist. Ich will das eigentlich auf 4 bis höchstens 6 Folgen begrenzen. Also werde ich die Texte einmal schnell ein bisschen durchklicken. Ich werde auch nicht alles nachfragen, wo, was, warum er ist und überhaupt. Aber das Wichtigste wird man sicher mit überkommen, das auf jeden Fall. Ein weiterer Gegenstand Chicken für meine Nugget? Sammlung. Bumm. Noch ein Chicken Nugget? Nein. Ha! Gut, also wir müssen zu der Morgana. Wo ist jetzt die schon wieder? Die Morgana, die Morgana. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ist da hinten. Noch ein Soundtouch. Nein, das Bulli hat es verrutscht. Sehr wichtig, alles aufsammeln, das brauchen wir nachher. Die Chicken Nuggets gibt Energie. Gut. Nein! Eine Kombination dieses Gebräus mit den Kräuterauszügen von letzter Nacht könnte eine Implosion zur Folge haben. Trotzdem versuchen? Ihr seid manchmal wirklich verantwortungslos. Aha. Das sagt ihr so einfach. Ihr könnt ja nicht ein zweites Mal sterben. Aha. Schön euch zu sehen, Lehrling. Ich bin Morgana, die Erzmagierin von Leuchtenfeld. Man kann euch gar nicht verfehlen, Lady Morgana. Jeder Finger weist in eure Richtung. Ach, immer diese Aufregung, wenn ein angehender Drachentöter hier ankommt. Wir haben alle unseren Studien nachzugehen. Aber hin und wieder kann das Dorf schon ein wenig eintönig werden. Aber nun zu dem Grund, warum ihr hier seid. Das Ritual, das aus euch einen richtigen Drachentöter machen wird. Was für ein Ritual? Drachentöter zu sein bedeutet, den Drachen zwar zu hassen, ihn aber auch zu verstehen. Kein anderer Orden in Rivellon nimmt das alte militärische Sprichwort »Kenne deinen Feind« so ernst wie die Akademie. Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich euch die Erinnerungen der Drachen übertragen. Danach werdet ihr ihre Sprache, ihre Beweggründe, ihre Stärken und ihre Schwächen kennen. In euren Augen wird ein silberner Schimmer entstehen, das Merkmal der Drachentöter, wodurch es euch möglich sein wird, den Geist Verstorbener zu sehen. Das Ritual hat einen Nebeneffekt, der jedoch leider nicht zu vermeiden ist. Ist gleich. Ich bin bereit. Dann seid bereit, ein Drachentöter zu werden. Es geht ziemlich schnell. Babu. Oh. Und das war's. Vielleicht fühlt ihr euch für eine Weile etwas benommen oder desorientiert. Die Reise beginnt von vorne. Euer Lebensweg ist ein leeres Buch, das nun mit Erzählungen und Abenteuern gefüllt werden kann.
Bevor ihr jedoch diesen Ort verlasst, um eure Drachensuche anzutreten, solltet ihr mit den hier ansässigen Veteranen sprechen. Alberich, Aravir und Gawain wissen mehr über ihren Beruf als jeder andere, den ihr wahrscheinlich treffen werdet. Und nicht zu vergessen Isobel. Die Fähigkeit, die ihr von ihr erhalten werdet, ist neben den Erinnerungen der Drachen die bedeutsamste Gabe, die euch in Leuchtenfeld zuteil werden kann. Gut. Auf Wiedergucks. Der Göttliche segne euch. Die Aha. letzte Komponente für die Leuchtkraft Jetzt sehen entzieht wir sich auch noch die meines Tote da. Wissens. Die hat vorhin schon mit dem... Vielleicht sollten wir ein paar Glühwürmchen dazu tun. Gut, der ist Das würde das Problem mit der Leuchtkraft lösen. aber nicht Gut, also wir unbedingt sind den jetzt ein Geschmack verbessern. Drachentöter. Töter. Und wenn jetzt noch unsere Klasse eigentlich sozusagen auswählen. Der Distanzkämpfer, sage ich jetzt einfach mal, der spielt mit am Anfang gerade mit Euch Thiel. habe ich hier noch nie gesehen. Ja, ja. Ein weiterer Genießt euren Gegenstand für meine Aufenthalt in Sammlung. Leuchtenfeld. Mit viel. Der Magier ist logisch. Und der Krieger, also der Nahkämpfer auch klar. Wie ich sehe, habt ihr Morgana getroffen. Das heißt, wir können weitermachen. Tut mir einen Gefallen und denkt an etwas, egal was. Aber sprecht es nicht laut aus. Ich fühle mich geschmeichelt, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt für unanständige Scherze. Wieso? Überrascht? Ihr habt sicherlich schon von der Gabe des Gedankenlesens gehört. Vielleicht fragt ihr euch auch, wie sie zu dieser erstaunlichen Fähigkeit kommen. Die Antwort ist einfach. Ich verleihe sie ihnen. Ich will sie auch. Natürlich, das ist einer der Gründe, warum ihr hier seid. Und jetzt haltet still und schaut mir in die Augen. Bitteschön, mögen sich euch alle verborgenen Gedanken offenbaren. Aber gebt Acht, einen starken Geist kann man nicht so leicht durchdringen. Daher müsst ihr eure Fähigkeiten verbessern, wenn ihr diese Kunst perfektionieren wollt. Gut. Gehabt euch wohl. Ade, merci. Leider ist es ein bisschen kurz gehalten, da, das Ganze. Man klickt es an und man hat es und man kann es. Und das hätte man sicherlich auch nicht weiterziehen. Aber ist egal. Eben zurück zu der Klasse. Ich will den Ankämpfer, also der Typ da. Weil ich glaube, das ist eigentlich am interessantesten. Was für ein Am schöner meisten Tag das Geschick doch heute ist, braucht, glaube nicht ich. Da kann ich nur zustimmen. Gibt es eure Augen strahlen heller als vor eurer Ankunft, Drachentöter. Gawain ist mein Name, altgedienter Paladin vom Orden des Göttlichen. Mein Leben war immer der stählernen Klinge gewidmet. Ich lehre euch diese Kunst, sofern ihr es wünscht. Ja, ich wollte die Fähigkeit. Ausgezeichnet. Ich verleihe euch die Macht des Kriegers und ein Schwert. Findet Sonja. Sie kümmert sich um Angriffsziele für das Training. Dankeschön. Die erste Quest erfolgreich abgeschlossen. Gut, jetzt sieht man da die Belohnung, die man bekommt, 50 Erfahrungspunkte und 200 Gold. Und jetzt kann ich glaube ich noch zusätzlich eins nehmen. Ich nehme, glaube ich, was nehme ich, glaube ich? Ich glaube, ich nehme die Erfahrung. Gut. Ja. Dankeschön. Also gehen wir zu der... Wieso laufe ich jetzt? Schaut euch nur an. Nicht eine Narbe auf eurer zarten Haut. Ein Neugeborener, wie er im Buche steht. Eigentlich kann ich Narben, aber ist gleich. Ja. So soll's sein. Nicht jeder hat so kurz nach dem Erinnerungsritual diese Einstellung. Am besten rappelt man sich so schnell wie möglich wieder auf. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr eine Kampfübung absolvieren wollt. Los, ich Wie will... ihr wünscht. Ich werde euch einige Goblins zum Kämpfen beschwören. Sehr gut. Also. Gehen wir mal schauen. Aua. So. Stirb, du grausiges Stück Scheiße. So, da hinten jetzt glaube ich 9 ist 2, genau.
So. Noch sehr einfach. Es geht sehr einfach los. Ah, da hinten kommt auch noch ein. Boom. Ja, nein, die können droppen ja nicht rein. Gut, dann hätten wir das absolviert, das Training. Da könnten wir jetzt halt einfach eben schauen, welche Klasse einem am besten gefällt. Und ja, ich behalte jetzt einfach die. Gut, ade merci und einen schönen. Ja, das wäre der Anfang. Der Anfang vom Ende. Gehen wir mal weiter. Ihr seht so aus, als wärt ihr bereit, in die Akademie zurückzukehren. Aber denkt daran, dass nur ein Zauber der Veteranen auf euch wirken kann, wenn ihr geht. Trefft eure... Ja, aber also man kann es nachher nicht mehr wechseln, wenn man jetzt sich für das entscheidet. Behaltet man dann auch die Klasse. Und ich bin doch ziemlich sicher, dass ich das behalten werde. Und dann gehen wir wieder da das Raumschiff. Jetzt gehen wir wieder da am Anfang zurück. Und dann geht das Game eigentlich erst richtig Endlich los. seid ihr zurück. Es tut mir leid, aber ich muss mir die Glückwünsche für später aufheben. Vor wenigen Augenblicken haben wir erfahren, dass ein Drache im Trümmertal gesichtet wurde. Das sind zwar aufregende Neuigkeiten, aber der Zeitpunkt ist alles andere als günstig. Ihr solltet eigentlich einem Ritual beiwohnen, um die Erinnerung der Drachen zu kanalisieren. Das wäre äußerst wichtig für eure Gesundheit. Wenn wir dieses Ritual zu lange aufschieben, werdet ihr verrückt, sofern ihr überhaupt überlebt. Und dann verbringt ihr den Rest eures Lebens schreiend in dunklen Verliesen und kratzt euch die Augen aus. So schlimm diese Aussicht auch sein mag, der Drache hat Priorität. Ich hoffe, dass wir unterwegs ein wenig improvisieren können. Wie ich sehe, tragt ihr ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr euch unserem Feind als Krieger entgegenstellen wollt? Sicher! Endlich Bereit. findet das Schicksal der Drachentöter seine Erfüllung. Schnell jetzt, alle an Bord! Und los geht's!